Das Mann folgt euer Mund abredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Geh mal die schöne Treppen auf da. So. Grüß Gott, Herr Heberl. Grüß Gott. Servus. So, da haben wir da in der ganz guten Stube vom Eberlhorst. Freut uns sehr, dass du uns reinlässt in dein innerstes Reich. Ja, aber wenn du extra kommst. Schön. Wirklich schön, dass wir da sein dürfen. Wir wollen uns gerne ein bisschen mit dir unterhalten und ein bisschen herausfinden, was du für einer bist. Ich habe ja ein bisschen auch die, sag ich mal, ein bisschen verfolgt im Internet und so, was man so weiß über die im Allgemeinen, was ich gar nicht rausgefunden habe, wo du wirklich herkommst. Weil du bist ja nicht, wir sind jetzt da in Pleiskirchen, wo du wohnst, aber da bist ja du nicht wirklich her. Nein, ich bin offiziell geboren bin ich in Bad Kohlgrub. Ah, weil dann bist du da ein Oberlandler, Werdenfelser. Ja, Werdenfelser, ja. Da ist er her. Aber da bin ich halt, aufgewachsen, die ersten Jahre in die Schule gegangen bis zur 6. Klasse und dann bin ich ausgewandert ins Gymnasium, musisches Gymnasium nach Marktoberdorf, Allgäu. Wow. Das war eine Weltreise dann, oder? Das war es. Du musst ganz schön weit fahren dann. Das sind normal lächerliche 50 Kilometer gewesen mit dem Internet. Aber ich hätte, glaube ich, am Vormittag, am Sonntagvormittag, wenn wir daheim waren, hätte ich, glaube ich, um 11 Uhr oder was wegfahren müssen daheim, dass ich bis um 6 Uhr im Oktober gewesen wäre. Nach Murnau, dann umsteigen nach Weilheim, von Weilheim umsteigen nach Richtung Augsburg und von Augsburg umsteigen dann Richtung Kaufbayern und dann von Kaufbayern nochmal umsteigen. Also das war eine Weltreise damals. Aber musisches Gymnasium hat man also schon früh gemerkt, dass du irgendwie da Begabung hast. Oder wolltest du das gern oder wollten das deine Eltern, dass du aufs Musische gehst? Nein, das war also alles, was ich gemacht habe, wollte ich selber. Also ich habe da keinen gehabt, der dich irgendwie drückt oder überhaupt nicht. Also meine Eltern, die waren da sehr offen. Ich bin ja quasi ein Einzelkind, ich habe so eine Schwester, aber die ist 11,5 Jahre jünger wie ich. Also wir sind eigentlich 2 Einzelkinder gewesen. Ja, ist schon klar. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Ich wollte irgendwie auf eine höhere Schule gehen oder was. Dann hat mein Vater gesagt, na, wenn du das möchtest, dann schauen wir halt. Aber ich hätte dann von Kohlgrub aus entweder nach Weilheim müssen oder nach Garmisch. Und da war ich auch vor 4, 5 Uhr Nachmittag nicht heimgekommen, wenn das da war. Schon wurscht, Musik hat dich interessiert, oder? Und das hat mich interessiert. Hast du als Kind schon auch irgendwie mit Instrumenten angefangen? Ja, ich habe eine Tante gehabt, die war so Kindergärtnerin. Die ist aber weltweit umeinander gereist. Die war in der Türkei, die war in Luxemburg, die war in Costa Rica 10 Jahre, oder 12 Jahre, die war 10 Jahre in Bolivien und hat da für deutsche Schulen hat's da so gegeben. Weiß ich nicht, ob es das heute auch noch gibt. Und die war da und die war halt immer. Und auch in so, wie hat man halt so gesagt, früher hat man halt so eine Kindererzieherin, hat es da geheißen, so Kinderheime, so Ferienheime gegeben, da war die halt auch dort. Und die hat dann Blockflöten gespielt und das hat mich halt einfach interessiert und hat mir einfach gefallen. Musik hat mir eigentlich immer schon was abgegeben. Und vor allen Dingen dann Ministrant, wie das halt so üblich ist. Ich komme in den Club. Ich war die erste Ministrant. Ja, das werden Sie sicher durch unsere Interviewserie auch ein bisschen durchziehen, weil ich habe mit ganz viel, wo ich bis jetzt geredet habe, die Kleinkünstler und Musiker, da waren ganz viel im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, wir waren nicht so im Auftrag des Herrn unterwegs, weil haben wir natürlich eher ein bisschen scharf auf ein Messwein oder so. Aber dann ganz schön gemütlich und langsam. Ja, langsam und dann hat die Fahrer nachher natürlich beim Wein, die haben uns dann schon laufen lassen und dass uns nichts mehr geblieben ist. Aber wenn es natürlich auch mit dem Wasser, da waren sie dann ein wenig hergerannt, aber da waren wir oft schneller, weißt du. Hast du das gescheit verdünnt, die Brühe? Pleiskirchen, wie alt warst du da, wenn du da hergekommen bist? Quasi in die. Das ist ja schon, das ist jetzt Niederbayern, oder? Nein, ist gerade noch Oberbayern, aber das letzte Eck so ziemlich, oder? Das letzte Eck ungefähr noch 3 Kilometer oder 4, dann geht Niederbayern noch. Direkt auf der Grenze hockst. Ja, das ist also, muss man schon noch sagen. Also wenn man jetzt so zurückdenkt, vor 50 Jahren ungefähr, da sind die nur zum Schlägern runtergefahren und die nur zum Schlägern schon über die Grenze gefahren, genau. Ja, das weiß ich oder weil der Mann einmal gesagt hat, in Niederbayern haben wir Schläge gekriegt oder so, wenn die gekommen sind, haben die Schläge gekriegt. Also das war immer so.
Der Ausgleich. Nein, aber da hat man dann mit dem Ministrieren und da muss ich sagen, da hat mir das immer saugut gefallen, wie die da so ein Orchestermess gemacht haben. So Mozart-Mess oder Haydn-Mess oder Schubert und so, wenn die so Kirchenmusik. Kirchenmusik, das war für mich war einfach wunderschön, das hat mir gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Geigenspielen, das war ja natürlich auch eine tolle Sache. Und dann hat mein Vater gesagt, wir haben da im Ort einen Klavierlehrer gehabt, praktisch der am Konservatorium in München war. Und ich habe geschaut, der Keilmann, und dem seine Frau war Konzertgeigerin. Und dann hat mein Vater gesagt, also wenn, dann lernst du das gescheit. Und dann habe ich da bei der Geigenunterricht genommen. Und das war, also es hat mir unheimlich gefallen, und das hat mir schon irgendwie getaugt. Ich war dann, glaube ich, 8 Jahre alt oder so. Gell, und das, naja gut, du musst natürlich auch sagen, du, die anderen sind zum Fußballspiel gegangen, ich bin mit dem Geigenkuffel dann am Berg auch wieder. Aber es war mir dann. Haben sie die gemobbt auch, oder? Die Rednecks dann? Nein, das, früher ist man nicht gemobbt worden, früher hast du Schein gekriegt. Ja, aber so Geigenspielen, das war schon irgendwie ein bisschen sissy, oder? Ja, das hat das war jetzt nicht irgendwie eben Fußball oder was weiß ich, Ringen. Nein, das war sowas. Nein, bei uns war Du warst ja ein musischer Typ auch irgendwie, gell? Ja, das hat mir gefallen und dann, es war einfach schön. Und dann natürlich auch irgendwann ist dann auf die Idee gekommen, ja, ich darf da mal mitspielen. Kirchenorchester da. Sie hat erst die Geige gespielt, die zweite Geige, und da haben wir nur einen gehabt. Und dann haben wir vom Nachbar so einen Bratscher gehabt und Gil und überall. Und die Bläser waren von der örtlichen Blaskapelle. War natürlich alles. Aber da warst du dann auch mittendrin. Erst hast du zugehört und später selber mitgespielt. Ja, das Genau. war, da hat mir schon gefallen. Also hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ja, dann bin ich nach Magdeburg ins Gymnasium gekommen. Dann haben wir die angeschaut und haben gesagt, ja, wir haben da, die haben wir keinen Einzelunterricht, gibt es nicht in diesem Gymnasium. Und nachdem wir keinen anderen Geigenschüler haben, und da hat es noch eine gegeben, die hat von vorne angefangen, musste mit der von vorne anfangen. Und das habe ich nach 6 Jahren hat mich das ganz schön geärgert. Und ich habe das dann einfach schleifen lassen. Ich wollte dann, das hat mich mehr genervt dann. Und dann haben sie mich auch, naja gut. Und dann habe ich eben in Augsburg Musik studiert und bei der Aufnahmeprüfung in Augsburg habe ich das gleiche Stück gespielt, als bei der Aufnahmeprüfung am Gymnasium. Also der Fortschritt war nicht sonderlich groß, gell? Okay. Ja, und vor allem ist auch die Geige ist ja irgendwie nicht wirklich sexy in dem Alter, gell? Nein. Du kannst die Mädel nicht beeindrucken am Lagerfeuer, irgendwie packst du keine Geige aus. Nein, das ist absolut nicht. Nein. Naja gut, aber ich habe das dann gemacht und habe dann Lehramt gemacht für, da hat es diese Fachlehrer hat's da gegeben damals. Fachlehrer für Geige bist du quasi. Nein, Fachlehrer für auf der Volksschule. Hat es damals geheißen, Volksschule, Für Musik. Grundschule, und was ich was, wie das jetzt nennt, für Musikunterricht und Kunsterziehung. Ich habe dann noch Kunsterziehung auch noch gemacht. Und das hast du wo studiert? In Augsburg. In Augsburg. Ja, da bist du wirklich brutal umgekommen, quasi allgäu Schwaben. Ja, das, und dann haben die gesagt, wie ich fertig war, ja, Regierung von Oberbayern, dann hat der bei uns, war ja da bei uns am Rektor dort und der hat dann gesagt, ja, Mensch, wir könnten dann brauchen, einen Musiklehrer. Also, wenn bei uns im Schulamt, fahren wir ans Schulamt hin und sagt, dass wir die brauchen werden. Und dann bin ich da hingefahren und hat er gesagt, ja, freilich, wenn ich ihnen ein Garmisch zuteilt wäre, dann komme ich auf Kohlgrab, das ist selbstverständlich. Aber hat er gesagt, fahren Sie vorsichtshalber in die Regierung von Oberbayern und sagen Sie das einmal. Dann bin ich da hingefahren, da war ein sehr netter älterer Herr, da hat er gesagt, wir haben da keinen Grund, irgendjemanden in die Wüste zu schicken. Das werden wir schon hinkriegen mit den Garmisch. Und dann bin ich in Südtirol gewesen und wie ich zurückgekommen bin vom Urlaub nach den großen Ferien, ist da gestanden, Einsatzort Schulamt Altötting, Pleiskirchen. Ja, leg mir vor, wo ist denn das? Gell? Und da sind wir da hingefahren, das habe ich bei meiner Verabschiedung auch erzählt, das kann man ja locker sagen. Das ist ein Standardspruch praktisch. Dann sind wir da rausgefahren und das angeschaut, wo ich da hinkomme, der Vater gefahren. Und dann haben wir auch gedacht, ja, das ist noch nicht der Arsch der Welt, aber man kann ihn schon sehen. Ja, du hast da richtig Kügel da, habe ich mir gedacht, okay, da kann man ein bisschen anschauen, das ist eigentlich. Aber das Schier ist nicht direkt. Da Nein, das Holzland ist wunderschön und da bin ich jetzt geblieben. Ich bin jetzt 43 Jahre da. 43 Jahre da und hast so manchen Musikschüler irgendwie Ja. gesehen, oder?
Waren auch Mehrere gehen wie kommen. aber waren auch richtig, haben schon welche Papa geblieben, oder? Bei der Musik? Ja, nein, es sind ein paar, die machen ganz tolle Musik noch und die spielen auch noch. Natürlich, aber wie es halt so ist, der größte Teil wird das drum irgendwo hinten stehen. Ja. Ja. Ja, wie es halt bei vielen so ist, das hat man da noch mal gelernt und das teilt sich ja dann auch irgendwann die Spreu vom Weizen, weil du sagst ja, ich hätte bei jedem Heftel sagen können, oder bei jedem Instrument, was ich gemacht habe, hätte ich sagen können, wer drüber kommt über den Huppel und da wird was und wer nicht. Aha, das hast du schon am Anfang gemerkt, oder? Das merkst du Das sofort merkst du und gleich. dann kommt irgendwann jetzt zum Beispiel, nehmen wir einmal Keyboard, kommt irgend so ein Stückchen, Musikstückchen da, da spielst du da und da gibt es halt auch, die hängen, und das weißt du, wenn die da scheitern, dann wird das nie was. Das ist halt bei vielen natürlich dann der Fall gewesen. Und nein, und wenn sie dann 4-mal oder 5-mal aufgibst, dann gibst du das eh auf, weil du sagst, lassen wir das, dann machen wir das nächste, aber da werden ja die Schwierigkeiten nicht weniger, deswegen, das ist ja das Gleiche. Ja. Das weißt du selber mit. Die Hoffnung stirbt zuletzt, gell? Ja, Also, also sie stirbt dort nicht, oder? was eine schöne Geschichte ist, die halt durchs Netz auch schon ein bisschen geistert, wie du zum Kabarett gekommen bist, das darfst du gerne auch ruhig verzeihen, weil das Ja, ist das wirklich war sehr ja- interessant, finde ich. Ja, ich habe, also das muss ich auch sagen, das hat, in der Schule hat das angefangen. Also da hat es mal den Alexis Sorbas-Film gegeben, da war Theodorakis, das war für mich dieser Sorbas, das war für mich, das war Wahnsinn, die Musik dazu, das war eine völlig neue Welt. Und dann haben wir einen gehabt, der hat dann Degenhardt gehört. Das ist dann, spiel nicht mit den Schmuddelkindern und das war schon toll, das war. Und dann haben wir da Also von mit der Weihnachten. Spiel auch war der Degenhalter hergekommen, Ja, der ja. hat richtig Ja, ja. schöne Licks gehabt und so, der hat das mit dem Zupfen so richtig gut Ja, ja, schon. Und dann war, ja, dann habe ich, irgendwie bin ich dann auf Georg Kreisler gekommen. Das war für mich, also das einer so, vergiften im Park. der Vergiften im Park, der Tod muss ein Wiener sein. Ne? Der General und lauter das auch. Das war einer so boshafte Lieder schreibt. Das ist der Wahnsinn. Und dann habe ich dann die Schallplatten gegeben, Everplex. Wo er da mit so einer Totenhand da. Und da hat er, das war super und das hat mich einfach fasziniert und das hat mir gefallen. Und dann so am Ende so auch im Studium Reinhard May dann und Ulrich Roski vor allen Dingen, der hat mir, also Ulrich Roski hat mir immer saugut gefallen, der war so ganz toll. Ja. Und muss ich auch dazu sagen, ich habe ja so ein E-Piano und der hat da mal in Neueding gespielt. Und das haben die mich angerufen und haben gesagt, ob ich nicht irgendwas da ein transportables Klavier hätte. Und da hat er auf meinem Klavier dann gespielt. Wo hast du das stehen? Hast du das Nein, das habe ich in der Schule unbedingt. Das brauche ich für den Korno. Aber das war, ja, das war natürlich wunderschön, dass ich das einmal noch alles erlebt und dann habe ich meine ganzen Roski-Platten alle mitgenommen, die hat er mir dann alle signiert und war ganz erstaunt. Von manchen hat er gar nicht gewusst, was er die gemacht hat. Da sind aber Raritäten dabei, hat er gesagt. Ja, super. ja, es war. Und das hat mir also immer gefallen. Mei, und da haben wir halt im Wirtshaus dann gesungen, Reisel, der Birnschli und was weiß ich, der General. Und, alles Mögliche. Halt. Und auch die vom Roski, die waren halt einfach so. Und selber schreien, ist das so, hast du mit Gedichte angefangen? Oder? Ja, das ist daher gekommen, vom Fasching her. Ich bin dann in Preiskirchen jahrelang als Till Eulenspiegel auftreten Und hast das und da hab dann das gedichtet und hab mir da schon ein bisschen zusammengegeben. Du bist ja auch Nicht- vielseitig, du. Ja, Das ist so der Hammer. aber nicht immer zur Freude der Betroffenen. ja, das war dann nur schöner, oder? Ja. Wenn die Betroffenen Ja, da da hat der es schon ein paar Freude- gegeben, die hat das auch so nicht so geschmeckt. Weißt du. Okay. Ja, nein, da waren halt so Sachen, weil da war einer Mercedes gekauft und hat dann einen Mercedes gehabt und hat dann einen anderen angerufen, ob er nicht im Winter da mit rausnimmt zum Frühschuppen, weil er auch keine Winterreifen. Und nein, haben wir die halt dann gebracht, dass er sich, wenn man so einen dicken Mercedes gekauft hat, sich die Winterreifen nicht mehr leid. War gescheit narrisch. Ja, das Also war hast du nicht- quasi Bisschen als die Leute Büttenrädern mehr oder Ja, weniger bisschen- so bisschen- Ja. die ersten bisschen Ding vergangen. gehabt. Ja. Ja, und Ja. deine Themen jetzt, wenn man die so ein bisschen anschaut, du greifst da wirklich so richtig ein ins Leben, gell? Auch der Ehealltag und solche Sachen. Ja. Die Frau traut sich leider, oder mag sagen, wenn sie traut sich nicht. Ich glaube, es ist eher, dass sie es einfach nicht machen, das respektieren wir ja gern. Ja. Gell? Aber was ich mich frage, so
wenn sie da immer wieder Druck kommt, geht sie zu dir ab und zu in Veranstaltungen? Ja, schon. Schon, oder? Ja, schon. Nein, es ist halt nicht so, weil man muss halt einfach sagen, nicht, dass sie sich da genieren hat oder es nicht vorkommt oder sonst irgendwas. Das ist natürlich, wenn ich heute da zu Pleiskirchen auftritt und sie hockt da und dann geht, wenn ich da mal irgendwas erzähle, dann schauen soll ich gleich. Ja, ist da, gell? Ja, jetzt. Jetzt auch nicht. Wo ist sie? Und das ist ja Tatsache, das erzähle ich auch im Programm, wenn man das einmal eine zu mir gesagt hat, also mein Mann darf das über mich nicht sagen. Ja, darum, ich habe mir gedacht, weil Mama halt schon auch wirklich ein bisschen austeilst. Ja, Aber weil das ist ja. ja, und So da ist habe ich, halt in da der hab Welt, ich gell. dann zu ihr gesagt, schau, das ist auch der Grund, warum ich die Mai geheiratet habe und nicht die. Gell, und wenn man wenn ab und zu mal so gute Spieler dabei sind oder sowas passiert, und dann Ja, aber irgendwie sie wird schon auch irgendwo die Muse sein, die hin und wieder küsst. Gell? Natürlich. Ja, natürlich. Und dann hat es halt angefangen, 96 haben die einen Golfplatz gebaut. Und dann ist ihm einer gekommen und hat gesagt, Mensch, du kannst du so lustige Lieder singen, machst du nicht da bei uns bei der Golfplatz-Einweihung singen? Ich habe gesagt, Vogel, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung vom Golf. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist nicht so schlimm, weil das sagen die meisten auch nicht. Und dann habe ich dann ein paar Spätzle gehabt, die haben dann gesagt, du, wir spielen Golf schon jahrelang und wir verzeihen mir da schon ein paar so Geschichten. Und dann habe ich da halt so Gedichte gemacht und dann habe ich als erstes so einen Blues geschrieben. Und habe halt von den, den Golfsport aus der Sicht des Laien beschrieben, wie der halt so sagt, Hahn umeinander, weißt du, so rennen über die Wiesen, suchen einen Ball, das ist das Hauptproblem. Ja. Mir hat dann auch später mal einer gesagt, wenn die Golfer zu gut werden, dass das Handicap einstellig wird, hat er gesagt, dann lachen die nicht mehr über das, was sie jetzt daneben haben, nein, da werden sie dann hübsch zündig. Ja, und Ja, manche nehmen das ja schon. Ja, das nicht ist ja mal. ein Beruf auch. Ich glaube, alle Ja. nehmen das sehr, sehr Aber ernst. Ja. gerade die so am Handicap beißen, sage ich mal, die sind, ja, das stellen wir schon auch schwierig vor, oder? War das nicht ab und zu mal so ein bisschen auf der Kippen, dass dann irgendwie die Stimmung so kurz Nein. vorm. Nein, du ja, hast aber das kann natürlich schon passieren. Ich habe auch schon mal gespielt, da hat eine zu dem Veranstalter gesagt, da muss man sich das ja anhören, ich möchte meine Ergebnisse wissen und möchte dann heimfahren. Da muss man sich jetzt dann noch eine Stunde Genau. lang, das kann da schon passieren. Weil das Problem ist ja, wie wenn du heute auf dem Geburtstag singst, die Leute sind da. Gell? Und da Die musst du damit gehen rechnen, ja dass es nicht ein direkt paar aus. gibt, ja, dass es halt ein paar gibt, und das gefällt mir nicht. Hast du da eigentlich mal einen Auftritt gehabt, wo du sagst, Mensch, das war wirklich ein absoluter Horror? Da ist irgendwie Und? alles schief gegangen oder. Also, es gibt doch, also wir haben es Das ist einmal vielleicht- erlebt, einfach so. dass du sagst, es der gibt war wirklich, den habe ich in Erinnerung. so Also Auftritte, der wo du war- sagst, jetzt hör ich auf, oder das Puh, das tut mir der nicht mehr war- hoch. ja. Irgendwie sowas in die Richtung hast du da irgendein. Das hast du immer wieder passiert. Ja, ist schon klar, aber einen, wo du so richtig sagst, Das war jetzt ganz habe ich markant. einen Griff ins Klo. Nein, das waren, also muss man ehrlich sagen, es sind da mehrere so Situationen oder mehrere so Dinge gewesen, wo du halt danach beim Heimfahren denkst, naja, das habe ich War halt halt auch halt schon gemacht. oder Und, nichts. Ja, das ist schon klar. weil es Ja, ist aber- natürlich ja, auch, weißt, Aber nicht so, wo mal der Strom ausgefallen ist und du stehst im Dunkeln nein, oder so. ja, das ist auch mal passiert. Das ist auch mal Da passiert. war in Österreich, da habe ich dann die Situation gekriegt, dass ich gesagt habe, ich habe schon bei sehr vielen armen Golfclubs gespielt, aber da haben wir dann auch Strom nicht gezahlt hat. Das ist nicht. Das hat ihnen dann recht gut gefallen. Aber das war natürlich auch was, da war das habe ich für eine Firma gespielt, da sind die Firmenbosse da gehabt, in der ersten Reihe, also nicht die erste Reihe, am ersten Tisch sind drei so, muss ich sagen, so, naja, so Fatzgen halt, so Leikoffen, wie man so schön sagt. Schauen da so, kein Lacher, kein nix, kein Rierer, kein gar nichts, kein Klatscher, kein Null. Und hinten der Tisch mit lauter, das habe ich dann mitgekriegt, erst hinterher, mit lauter Vorstandschefs. So. Und die haben sich da gnadenlos unterhalten. Und hinten haben die Leute alle gelacht und vorher, ich habe dann schon gesagt, ich habe gemeint, der Golfer hätte ein Niveau. Dann ist dann eine gekämpft und hat gesagt, das hätten sie nicht sagen dürfen. So, das ist mir scheißegal, habe ich gesagt, weil ich, entweder habe ich einen Anstand oder ich habe keinen. Und dann kann ich 1 Million verdienen und wenn ich keinen Anstand habe, ist es für mich Ja. nicht. Und da bin ich dann, ja gut, die haben mich dann auch nicht mehr eingeladen. Das war dann einer von Ja, denen. und also, aber es gibt dann immer wieder mal so Situationen, wo du dann schon denkst, ja gut, sie Fünferl. Aber nein, ja, es passiert einfach. Und so eine Situation zum Niederknien, wo du sagst, das war, weil du so dafür machst du das eigentlich, hast du bestimmt auch mal gehabt, oder? Das hat man ja immer wieder mal
so ein Auftritt, wo einfach alles passt, da hast du ein richtiges Piss. Ja, hat er fast immer, gell? Also er füllt ja die Säle und die Leute lachen sich kaputt. Ich bin jetzt eigentlich ein Stargast auftreten, gell? Als Stargast ist er eigentlich schon, gell? Nein, darf man nicht so sehen. Es ist einfach, wir kochen alle mit Wasser. Jeder, du weißt das selber, jeder hat einen eigenen Text. Jeder spielt und jeder versucht, dass er möglichst gut spielt und möglichst fehlerfrei. Aber wir sind alle nur Menschen, ne? Ja, natürlich. Kann immer mal was schief gehen oder so ein bisschen. Ja, aber das kann ich mal, darum machen wir es ja. Aber das ist ja das Menschliche, das macht es ja spannend, ja. Ne? Ja, schon. Nein, gut, es gibt natürlich, es gibt viele Auftritte, die mir unheimlich gut gefallen haben, wo es richtig Spaß macht, wo es richtig gelaufen ist. Eine Woche oder zwei oder lang davon zehren kann. Gell? Ja, weil ich zum Beispiel, ich möchte jetzt einen vielleicht rausheben, ja, genau, was damals, vor 2 Jahren oder so was war. Es waren eigentlich 2, wo man sagen kann, das war einmal bei der Late Night Show in Bad Kötzting. Da hat mich kein Mensch kennt und die sind halbwegs ausgeflippt. Die waren die Zeit so, die haben das. Und was auch sehr schön war, zum Beispiel das Glashüttenbrettel im Bodenmais. Ja. Und da habe ich einen riesen Erfolg gehabt und ich glaube, ich habe auf den Auftritt 3 oder 4 Termine gekriegt und ja, Wahnsinn und keiner. Das ist natürlich irre, wenn du sagst, die kennt keiner und das schlägt da so ein, gell? Ja, das ist einfach so von 0 auf 100, so wo die dich noch nie gesehen haben vielleicht, dich überhaupt nicht kennen. Aber man kommt ja auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, weil wenn du heute mal wieder irgendwo hinkommst und dann spielst du so und da sind 5 Leute da oder was, das ist, habe ich auch schon gehabt. Aber ich denke, das geht ja allen Künstlern so, da ist ja keiner davon ausgenommen, sogar die ganz Großen haben das Problem. Ja, sie hatten zumindest in den Anfangszeiten alle das Problem Ja. irgendwann. Ja, jetzt ist es natürlich so, ja, ich weiß ja, wie der Renn mir da erzählt hat, ich meine, damals war die Zeit auch anders, gell, aber weiß nicht, was er gesagt hat, der Springer, der Schleich und der Diebel, die waren irgendwo, da waren sie zu dritt sind sie auftreten und da waren 2 Leute da. Nicht jetzt. Ja, siehst du, also. Aber ich habe mich dann auch, wie die 3 da, wie ich das gemacht habe, ich habe dann auch zu den Leuten an den Tisch geguckt und habe da gespielt und hat da einer gesagt, nein, du brauchst für das ganze Programm machen, und sage ich, das darf da so passen. Ja, aber da hast du dann immer wieder. Man hat halt diese Antriebsfeder, gell, die man als Musiker eigentlich hat. Ja, und diese Antriebsfeder, die führt dich durch diese Täler durch. Ja. Und dann hast halt mal wieder Berge, Spitzen und so und alles toll. Aber letztendlich brauchst du auch diese Antriebsfeder, um auf Dauer durchzuhalten. Ne? Und die hast du auf jeden Fall. Zum Beispiel so eine Sache, wenn jetzt ein Auftritt nicht so hübsch läuft, dann denke ich mir, scheiß die Wand an. Gell? Der nächste ist wieder anders. Es hat angefangen 1996 mit den Golfliedern. Und die sind gekommen und gesagt, Mensch, du kannst da bei den Golfer da ein bisschen mitsingen, kannst du zur Einweihung mit so lustigen Liedern. Und dann habe ich ihm gedacht, naja gut, mit Kreisler brauchst du nicht anfangen, Tauben vergiften im Park oder sonst irgendwas. Tod muss ein Wiener sein, das war natürlich nichts. Und dann haben die gesagt, ja, wir helfen mir da schon, geben wir da ein paar so Tipps, was du gemacht hast, was so passiert ist. Und dann habe ich da angefangen und das hat dann so gut hingehört, dass die gesagt haben, Mensch, nächste Woche haben wir ein Golfturnier, da müsst ihr gleich wiederkommen und so hat sich das dann halt gesteigert. Und dann bin ich bis 2001 war das, dann haben sie auf 18 Löcher erweitert und dann waren da viele Präsidenten da. Da weg, ja. Und dann waren eben etliche Präsidenten von woanders da und dann habe ich eben da gesagt, die müssen wir auch haben, das ist super und so hat sich das dann aufgebaut. Du bist berühmt worden als Golfliedsänger. Als Golfliedsänger, ja. Fachkraft quasi, oder? Ja, schon. Ja, die kenne ich auch inzwischen besser aus als manche Golfer. Ja, ist ja klar. Ja. Weil ich habe die Tipps und die. Wenn du das machst, machst du es fundiert, genau. Du Ja, musst ja. recherchieren und schaust. Ja, und wie gesagt, das können ja viele Leute nicht glauben, dass ich nicht Golf spiele. Das kann man ja Ja, wirklich das ist nicht so glauben, gut wenn dann einer darüber noch Lieder macht und singt und Ja. die Details. Du musst ja als Kabarettist da immer die Schwächen suchen, dann du hast natürlich, gehst da hin, wo es weh tut. Ja, natürlich, die Schwäche beim Golfer ist immer, dass er daneben haut. Dass der kleine Ball in so ein Loch rein So muss. gesehen ist Golf eigentlich ganz einfach. Gell? Ja, freilich. Du hast ein solches Loch, du hast ein solches Loch und einen solchen Ball und der muss dann rein. Und das geht. Also umgekehrt würde es mich natürlich besser interessieren, wenn einer so ein kleines Loch hat und so einen Ball reinhaut, aber das tun sie ja nicht. Gell? Nein, das ist eh klar und dann weißt du schon. Und da bin ich ihm dann, also
natürlich viele tolle Firmen-Events gehabt und wie gesagt Berlin, Aachen waren wir und Freiburg und bis Österreich, Wien, ich durfte sogar in der Freude hinausspielen. Das ist übrigens der älteste und nobelste Golfclub von Wien. Mhm. Weil da hat neulich einer gesagt, wenn die Freude im nahen Tag gewesen wären, hat er gesagt, die hätten nicht gelacht. Aber es war ein Polizeiturnier und die haben ja bei der Polizei, haben die da so ein Ring gemacht, ein Polizist und ein Nicht-Polizist müssen da zusammenspielen, damit man das Verhältnis zu der Bevölkerung besser hat. Und durchmischen. Ein bisschen durchmischen, ja. Und das war eine sehr lustige Geschichte. Das ich habe sogar einen Golferwitz auf Österreich, also auf Wienerisch erzählt. Und dann ist einer, habe ich lange überlegt, ob ich mich trauen soll, weil es ist natürlich. Und dann ist danach einer gekommen und hat gesagt, dein Wienerisch ist nicht perfekt. Aber du bist sehr nahe dran. Das habe ich dann schon ein Kompliment genommen. Ja, die Wiener, da sind sie gerne ganz eigen mit ihrem Dialekt. Ja. Wenn du den imitierst, dann machst du das schlecht. Ja. Das ist wie wenn bei uns ein Preisversuch Bayerisch zum Reden, da zieht es da gerne mit Schuhe aus. Man sollte das machen, was man kann. Ja. Und naja, und so ist es dann dahin. Dann ist der von der Kleinkunstbühne gekommen und hat gesagt, Mensch, du spielst halt bei uns auch. Und dann habe ich angefangen, so Lieder dann aus dem treuen Leben zu schreiben. Und das hat sich jetzt inzwischen auf 4 CDs verewigt. Ja, es ist ja im Prinzip, kann man ja sagen, ist das Leben im Grunde eigentlich auch eine Metapher fürs Golf. Gell? Ja, natürlich, weil das ist schwierig. Und naja, das ist. Naja, und da haben wir halt dann immer solche Szenen, weil ich gesagt habe, wer kommt man auf solche Dinge? Ja, das ist Beobachten einfach. Du musst schauen, was. Genau. Und früher war natürlich, Stammtisch war natürlich eine Fülle an guten Ideen. Aber die gibt es ja heute nicht mehr so richtig, die Stammtisch. Ja. Heute hat ja jeder von seiner Glotzen allein. Ja. Und die haben die natürlich sämtliche Geschichten vom Dorf da erzählt. Das ist ja klar. Oh, das ist schon gehört der hat mal seinen Bulldog da hinten irgendwo verrückt. Und die hat einmal ein Dirndl zu mir gesagt, der Papa hat neulich Skifahren probiert, dann hat sie ihn geschmissen, ist aus den Gummistiefel rausgeflogen. Das ist ein gegeben, geht da so eine mit den Gummistiefel Skifahrt, die war wie noch im Krieg. Nichts anderes gehabt. Und solche Sachen haben wir dann immer aufgepackt. Haben wir halt dann immer wieder aufgegriffen. Ja, klar, Gummistiefel, ne? Trockene Füße und so. Ja. Aber eiskalt. Ja, sind halt immer so Sachen passiert. Und das hast du alles am Stammtisch erfahren. Das ist einfach alles durchgezogen worden. Und war natürlich schon eine Fülle. Inzwischen muss ich mir meine Themen alle selber suchen. Aber du hast ja ein bewegtes Leben, gell? Ja. Mittlerweile als Musiker. Als Musiker, der quasi auch in Rente ist schon, gell? Ja, Rente, das verdientermaßen in Rente. Klar, hast du gearbeitet. Jetzt hast du überhaupt keine Zeit mehr, haben wir gehört, gell? Zum Malen zum Beispiel, was du auch tust. Ja, das ist einfach. Ich meine, es ist. Darum spiele ich auch nicht Golf, weil es mir einfach zu zeitaufwendig ist. Ich hätte da 18 Jahre spielen, also wieder 6 Stunden oder so. Stundenlang unterwegs, gell? Ja. Und ich weiß, was kann man alles in der Zeit machen, ne? Ja, aber es ist ja auch so. Es ist ja nicht bloß damit getan, dass du 6 Stunden da runter gehst, du möchtest ja erfolgreich sein. Ja. Und das ist wie mit allem, wenn du halt Gitarre spielen möchtest, dann musst du halt einfach üben und trainieren. Diese Abläufe mit den Fingern, das muss eine Automatisierung kriegen, das ist ganz logisch. Und das muss beim Golfen genauso der Fall sein. Und das macht ja keinen Sinn, wenn ich sage, ich möchte rechts hinzielen und hau einen Ball links runter. Das ist ja nur Frust. Nicht? Ich meine, die Golfer sagen schon, beim Golfen wärst du demütig, weil der Ball mit dir macht, was er will. Das kann schon sein. Das ist bei der Gitarre auch manchmal so, oder? Ja, beim Publikum auch, oder? Also ich finde, als Künstler steht einmal, es gibt Künstler, die genau die andere Schiene fahren, die sagen, ihr seid mir wurscht, ich bin der King und schau her. Aber ich glaube, in der Kleinkunst ist es eher so, dass die Künstler eine gewisse Demut schon haben im Publikum. Also ich muss auch dazu sagen, wir haben in diesen Kleinkunstkreisen gibt es brutal viele nette Leute. Ganz, die Künstler, die da auftreten, also was ich einmal gehört habe, ich weiß es nicht, aber sie sagen so, dass so manche Schlagerfutzis oder Volkstümliche, die so die Nasen in der Höhe haben, müssen fürchterlich sein. Ich weiß es, also von Erzählungen auch von anderen, also da hast du schon mit ganz
bei uns in der Kleinkunst. Wie eine große Familie, gell? Familie. Irgendwie. Ja, irgendwie ist es sehr So, familiär. man Wir kennt freuen uns auch irgendwie schon trifft wie die sich immer Schnitzel, wieder. wenn du kommst zu uns am 11. Ja. So So auf ein jeden Fall, ja. Mundartbrettel. Ja, freue mich. Langwald, toller Mundartbrettel. So Jawohl. heißt's, ja. Genau, und da werden wir auch, wir sehen das auch wie ein Fest, wie ein Familienfest quasi so. Ja. Weil, weißt du selber, wenn da 4 sind, irgendwie 4 Teilnehmer, dann ist der Verdienst gering, aber die Freude groß. Die Freude ist groß, ja. Hoffen wir, dass wir es so hinbringen. Gell? Das war Ja. eigentlich das Ziel. Dies man voit euer Mundartbredel, 3 Holler